Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Aufpelzig. Ja, von Dose Makuma, von der Neptune's Bounty, wollte ich euch nur gerade nochmal zeigen. Es ist bei mir eine Woche her, dass ich wieder gespielt habe und ich muss jetzt auch selber nochmal reinkommen in das Ganze. Ich habe mir auch übrigens die Kommentare von euch zu Herzen genommen, dass ich hier am besten nicht so durchrennen sollte und mir mal wirklich einfach ein bisschen Zeit lassen sollte für alles. Ja, das ist jetzt etwas doof, dass ich das jetzt nochmal zurückgehe. Ich habe nicht gewusst, dass der Übergang so schnell geht. Wäre vielleicht dann nicht schlecht gewesen, wenn es Käse hätte. Möchten Sie wirklich wieder zu Neptune's Bounty zurückkehren? Naja, sorry. Also an der Stelle nochmal sorry. Von Dose Makuma, genau. Nachdem wir Peach Wilkins und sein Spießgeselle erledigt haben, können wir jetzt hier zum Schmugglerversteck, wo wir angeblich erst einmal in Sicherheit sein sollten und wir sollen do Atlas Familie retten. So war der Stand der Dinge. Und ja, was das Durchrennen angeht, ich werde mir ab sofort wirklich mehr Zeit nehmen, mir die Dinge auch mal wirklich angucken, die hier in meiner Umgebung sind, und werde einfach mal gucken, dass ich so viel wie möglich an geheime Sachen nochmal sehe. Ich habe anscheinend im Krematorium was verpasst und diverse andere Dinge wohl einfach verpasst, weil ich nicht die Zeit genommen habe, mir die Umgebung mal anzugucken. Das tut mir an der Stelle wirklich leid. Ich werde mich bemühen, dass es besser wird. So, jetzt war hier Schmugglerkiste, habe ich gesehen, jawohl. Krummbeere-Chips, die sind jetzt schon mal gar nicht mehr so schlecht. Schmugglerkiste mit dem Peppriegel. Alles Sachen, die ich gut gebrauchen kann. Jetzt kommen wir in das Schmuggler-Versteckrei. Huch! Oh. Fotografier. Nicht schlecht. Moment mal, halte mal den Gaul an. Daneben ging es nirgends rein. Okay. So, jetzt muss ich aber nochmal überlegen, wie das mit dem Schießen war. Ich habe die Steuerung leider nicht mehr so wirklich im Kopf. Ich bin direkt vor dem U-Boot, Doc. Aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Na, dann helfe ich ja doch. Du wolltest mir ja unbedingt die Hand schütteln. So viel weiß ich noch. Oh, jetzt habe ich noch einen Merlot getrunken. Naja, bisschen Mut trinken kann vielleicht nicht schade. Und irgendwo ist wieder so ein Ho Karneval. Alter, die finde ich so dermaßen gruselig, wegen diesem Lacherläsch und diesen... Oh, das ist etwas, was mir gar nicht behagt. So aufgesetztes Lacher. Das finde ich ganz, ganz schrecklich, sowas. Ich bin ja jemand, der viel und gern lacht. Aber so erzwungenes Lachen ist für mich ganz furchtbar. So, okay, es war doch kein Zirkus, sondern nur Gendatenbank. Ich mag jetzt erstmal nichts wechseln. Was habe ich denn ausgerüstet? Sonic Boom, Winter Blast, Electro Bolt und Abfackeln. Okay, ich glaube der Electro Bolt ist wohl am besten hier. Eine Leiche mit Zigaretten. Erstmal in die Rache. So. Was haben wir dann hier noch? Pneumo. Okay. Also Pneumo ist ja Luft in dem Fall. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du von... Ups. Jetzt habe ich aus Versehen schon weil ich Kreis gedrückt habe, weil Kreise immer für Ducken steht, habe ich aus Versehen jetzt so einen Verbandskasten eingeworfen. So. Du bleibst erst einmal so. Dann noch einmal drauf, zur Sicherheit. Dann hacken wir dich, mein Freund. So. Das dürfte ich noch drauf haben, das Hacker. Schauen wir mal, wie wir das machen. Aber nee, jetzt mal ganz im Ernst. Wie ist denn euer Meinung zu diesem Karneval, zu diesem Verkaufsstand, beziehungsweise Verkaufsautomater? Ist euch das nicht unbehaglich irgendwie, wenn das so... Wenn Leute so gekünstelt lachen? Ich finde es immer persönlich ganz, ganz furchtbar. Boah, nee, du kriegst so einen eiskalten Schauer. Das erinnert mich halt wirklich an das, was Clowns so darstellen. Und die sind ja auch so gekünstelt. Boah, das ist für mich absolut furchtbar. So, nochmal so Eve-Spritzel. Und da haben wir nichts mehr. Schmugglerkiste ist nix. Da ist auch nix. Und war da noch irgendwas zum Untersuchen? Ja. Ein tschetschenischer Wodka, den trinke ich aber nicht. So, ich muss ja all meine Sinne zusammen haben hier. Lackersohren, Scotch, da kann ich schwer widerstehen. Schrotflinte, ein bisschen Munition, ja, sorry, ein Scotch kann ich schwer widerstehen.
Pistole, Munition und ein paar Krummbeere-Chips. Auch nicht verkehrt. Du hast, glaube ich, noch Eve-Spritze, ne? Jawohl. Ach, die wird genommen. So, großer Oschi. Mit einem großen Oschi können wir nichts anstellen. Ein Pep-Riegel. Nur Alkohol. Dann lassen wir uns erstmal Uhr getastet. Kuchen mit Cremefüllung. Immer lecker. Immer gern gesehen. Und irgendwie müssen wir uns ja auch ernähren. Old Tom Whisky. Nee. Der Schmugglerkiste war nur Alk. Oh Gott, wie er sich hier übergibt wegen dem Springen. Da haben wir noch eine Aufzeichnung. Treffen mit Fontaine. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Oje, das klingt nicht so gut irgendwie. Also die Stimmung war wohl ziemlich beschissen. Okay, der hat lauter Alkohol bei sich hier. Noch eine Pistole mit 3 Kugeln, die nehme ich doch gern. Wie sieht's denn aus? Was haben wir da noch? Splittergranate, Kontaktmine, Wärme. So, machen wir erstmal Kontaktmine rein. Man weiß noch nie, mit was für Möpse wir es zu tun kriegen. Fotografieren sollten wir mal nichts. Okay, gut. Dann behalte ich doch erstmal meine Pistole bei mir. Wobei... Ziel erreicht. Finde den Drück auf U-Boot-Hafen. den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Ja, schon. Neues Ziel. Öffne die Luke. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Oh, jetzt hat sich der große Mann mal wirklich bei uns gemeldet. Na gut. Bin ich immer gespannt, was kommt. Noch ein Kaffeezischer. Das entspannt. Merlot. Oh ja, Verbandskaste, die brauche ich auf jeden Fall. So, und ich glaube, mit der Schrotflinte bin ich erstmal ganz gut bedient. So, was haben wir dann hier noch? So können wir reingucken. Zigarette und Kaffee. Passt hervorragend. Nehme ich liebend gern. Ich weiß, dass die Zigarette in dem Fall eher schädlich waren für meine Gesundheit, aber drauf geschissen. Bandage konnte ich jetzt auch nehmen dafür. So, noch jemand Zigarette geraucht hat, erstmal bandagiere. Das kennt man ja. Das kennt ja jeder Raucher, ne? Direkt aus dem Leben gegriffen, die Weisheit. Okay, da ist nix mehr. Ich habe jetzt irgendwie immer zu sehr Schiss, dass ich zu stark durchrenne. So, das laden wir jetzt mal noch. Und da ist eine Taucherglocke. Ich bin hier mal tierisch gespannt, was jetzt kommt. Ich hab's nämlich nie auf dem Schirm, was kommt. Okay, Kontrollpult, das soll ich benutzen. Da mag ich mich aber vorher nochmal umgucken, bevor ich jetzt einfach so wild drauf losmache. Ob es noch irgendwas Schönes gibt für mich. Eine Vita Chamber. Maschine. Da kann ich vielleicht drauf schießen. Einfach mal so Interesse halber. Klappt das? Ah ja, okay. Explodiert das Ding auch noch? Oder? Einfach mal so Interesse halber, ne? Okay. Das kann ich wahrscheinlich auch mit Abfackeln benutzen. Aber das sieht mal eher noch in einer Arena aus, wo es dann richtig abgeht. Das heißt, bedienen wir doch erstmal das Pult. Und dann können wir Abfackeln benutzen. So. Da kommt was. Oh. Das ist Atlas, oder? Ist er das? Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira, kannst du mich hören, Liebling? Okay. Die Musik spricht auf jeden Fall für Liebreizendes. Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Oh, scheiße. Spinnespleißer. Zuzusehen.
Oh. Scheiße. Sie sind überall. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Okay. Geh zum U-Boot. Okay. Ei. So wird das gemacht. Spider-Splicer. Ein Organ, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt Hochlader. Abwarte, was jetzt noch kommt. Nö, Vater, ich verzeih dir nicht. So. Wupp, ist jemand hinter mir? Nee. Okay. So, erstmal Hochlader. Ups. Dann erstmal Desto. So, jetzt gucken wir mal. So, dann sollten wir vielleicht das MG nehmen. Das ist, glaube ich, etwas wirksamer. Und ich höre nur viel Gejammer und Gegreiner, aber... Ah. So, dich habe ich erwischt. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst. Raus da. Wir treffen uns woanders wieder. Okay. Noch ein Lead-Head-Splicer. Sieht aus, als würde unser Treffer erstmal noch hin verschoben werden. Ups, wer ist dann wo? Ach du Scheiße. Jesus liebt dich nicht. Mistkerl. Niemand liebt dich, elender Splicer. Ups. Irgendjemand schießt auf mich. Mistkerl. Manometer. So. Spider-Splicer. Jetzt gehen die ziemlich fix, die Viecher. Und sind nicht mehr allzu stark. Also mit der Mine muss ich nicht mehr an die Viecher tragen, beziehungsweise mit dem Granatwerfer. So, da kletter ich jetzt. Will ich eigentlich durchklettern? Schade. Das macht er nicht. Aber da kann ich ja durch. So. Das gibt's dann doch gut. Wissenschaftlerin. Hören wir doch mal. Ich habe heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin gequatscht. Sie hat ziemlichen Knacks. Genau wie alle anderen Häftlinge, die sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein, dass Ryan dagegen wie ein kleiner Zeitungsjunge aussehen wird. Huh. Sie braucht nur noch ein paar Zutaten, um die Sache zum Laufen zu bringen. Und einen Freund, der auf sie aufpasst. Also der Frank Fontaine wirkt auch ziemlich eklig und schmierig. Das U-Boot! Nein! 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 Oh, Scheiße. Du schleichst dich hier rein wie ein Attentäter und versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Oh, Scheiße. Jetzt hat der arme Kerl seine Familie verloren. Oh, Scheiße. Raus hier! Mach, dass du rauskommst! Ab nach Arcadia! Herrgott nochmal! Oh, fuck. Sorry, Mann. Das tut mir echt leid. Aber wirklich was machen konnte ich doch nicht, ne? Ich gehe doch nur hier und das Ding explodiert. Naja, ich könnte jetzt noch die verkohlte Leiche rauszerren und dann so mit der Faust drauf. Duff, lebe! Duff, lebe! Aber ob das was bringt? Eher nicht. Das wäre eher nur Klamauk und gebrocht gegenüber Atlas Trauer. Okay. Kuchen mit Cremefüllung. Njam, njam, njam. Bandagen, auch gern. Kuchen mit Cremefüllung, njam, njam, njam. Und noch ein Tagebuch. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine
hat das Adam. Und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Jetzt mache ich jetzt Ammo-Probierer. Okay, die Pfütze kann ich nicht mit Eifrierer. Na gut. War ja wohl ein Versuch wert. Im Mülleimer gibt es ein paar gute Zigaretten, die rauchen wir doch gleich mal. Geht doch nichts über Mülleimer-Zigarette. So, was haben wir hier dann noch? Eine Maschine. Shot nach Arcadia. Ja, muss ja wohl so sein, ne? Also, Abmarsch. Ja, ziemliche Familientragödie hier. Familiäres Inferno, würde ich schon fast sagen. Oh Mann. Also es tut mir leid um Atlas, definitiv, wegen seiner Familie. Sowas sollte niemand mit ansehen müssen, wie Frau und Kind du in so einer Explosion bei einer Taucherglocke drauf gehen. Das ist ziemlich kacke. Oh Mann. Oh Mann, jetzt geht's aber dafür noch Arcadia. So. Von da kommen wir schon zum Schmugglerversteck. Moira! Patrick! Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib. Okay, du hast einen Bestandteil Ich bin gefunden. an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Rom steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. So, Leim habe ich jetzt auch noch genommen. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Ha, schauen wir doch mal, ob das so einfach geht. So, da ist nichts. Und da müssen wir uns durchprügeln. Geht zur Metro Station. So, Batsch. So. Und... Hallo? Teegarten. Ach, wie schön. Eine Runde Tee, Herr Baron. Sieht eher aus, als würde das mittlerweile als Friedhof umfunktionieren. Noch eine Tasse Tee, Herr Baron. Beim Grabstein von Miss Moira. Ach du Scheiße, wie geschmacklos. The Great Chain. Die große Kette und Arm hat sie in der Hand. Ha. Also das ist ein schon etwas morbider Teegarten, muss ich sagen. Auf beide Seiten sind die Arme. Und das wird auch noch beleuchtet. Teegarten, da steht's ja. Jetzt mache ich aber trotzdem den nochmal reingucken. Schmugglerkiste. Batterie und Alkohol. Nehmen wir doch beides. Und Kontaktmine. Sehr schön. Nehmen wir auch. Stickstoffgranate. Okay. Maschinengewehr nehmen wir. In der Schmugglerkiste ist Leim und Alkohol. Nehmen wir auch mit. Antipersonen. 15 insgesamt. Batteriepatronenhülle. Wobei ich mich auch froh... ja, das wurde ja auch schon mal gesagt. Gibt's dann... Oh, nett. Die Leiche noch mit $23 bestattet. Jetzt gehört's mir. Was für Art von Patrone bzw. von Munition ist dann bitte nicht Antipersonen? Also das fand ich eigentlich auch schon ganz witzig, der Kommentar. So, jetzt gucken wir nochmal. Schrot, ionischer. Und das andere haben wir nicht mehr. Okay, zack. Da haben wir Kontaktmine, wärmesuchend. Pistolen, die panzerbrechend haben wir leider nicht. Ja, dann müssen wir wohl so. Ich bleibe jetzt erstmal beim normalen MG. Das ist schon recht hilfreich, würde ich sagen. Die Schrotflinte eher aus der Nähe. Leiche mit Leim. Jetzt kriegen wir anscheinend hier die Bastelmaterialien. So. Ein Film für die Kamera. Kamera mit Film. Sehr schön. Nehmen wir alles. Gespenster sehen. Wer babbelt das mal? McDonagh. Sieht ganz so aus, The als würden Cleveland. einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide.
Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? So sieht's aus, Cleveland. Okay. Dann der Sprecher vom Ryan, das ist vom Andrew Ryan, das ist der Guido Högel. Und von anderen Leuten, vom Peach weiß ich nicht, wer denn spricht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, der kommt mir nicht bekannt vor. Oh, Süße, ich bin sowas von aufgespleist. Davon wagst du nicht mal zu träumen. Komm hier. Ach du Scheiße. Was für ein Abend. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar 2 Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Da muss man natürlich was Besonderes bieten für die Frau. So, eine Eve-Spritze und eine Massenproduktion. Wer spricht das? Und noch ein paar Zigaretten dabei, Rara. Tennenbaum wieder. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Krasser Scheiß. Und ich würde sagen, der Cleveland, der ruft uns so drüber schon, der McDonagh. Und deswegen mache ich hier meinen Cut. Mache ich dann morgen, mein Lieber. Und so sehen wir uns wieder zu Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.